zusammenhängen. Und im Herbst 2010 hat es dann gewusst, was los ist. Da ist plötzlich losgegangen in einem der iranischen Atomzentren, also diese damals über 1000 Zentrifugen gestanden sind zur Anreicherung von Uran, um waffenfähiges Material zu bekommen. Dieser Computerwurm ist höchst klug vorgegangen. In der Schaltzentrale war alles im grünen Bereich, hat alles gut funktioniert, also wurde manipuliert von diesem Computerprogramm, während in den Zentrifugen, die sind hochgedreht, ließen sich nicht mehr steuern, die sind also tatsächlich explodiert durch Unwucht und haben alle, soweit man da mitbekommen hat, zumindest einige hundert, wenn nicht gar alle über 1000 Zentrifugen vernichtet. Angriffsziel war ganz klar, Verzögerung des iranischen Atomprogramms, weil die mussten neue Anreicherungsanlagen bauen. War auch so. Man hat zuerst überhaupt nicht gewusst, woher das war. Im Februar 2011 war es dann, ist es durchgesickert, und die Amerikaner könnten es gewesen sein, wahrscheinlich zusammen mit dem Mossad, dem israelischen Geheimdienst. Wer und wie, keine Ahnung, das ist nie richtig rausgekommen, zumindest nicht an der Öffentlichkeit, aber das Angriffsziel war deutlich da und es waren auch die Angriffserfolge ganz deutlich da. Also auf diese Art kann es passieren lassen. Wenn das der Fall ist, habe ich natürlich da vorne im virtuellen Raum, im Cyberspace, brauche ich Cyber Defense Teams. Ich kann aber auch durchaus, was sehr selten der Fall sein wird, aber möglicherweise passiert es doch hin und wieder, dass ich draufkomme, die feindliche Basis ist geografisch genauso regionalisiert. Da sitzen die drinnen. Oder da ist jener Server, wo alles zusammenläuft. Kann man Jagdkommandoeinheit hinschicken, wenn es nicht da ist, oder, das können wir nicht, aber Großflächen bestimmt, mit Lenkwaffen einfach da hineinwirken und das Ding auslöschen. Wird aber eher selten der Fall sein, wenn man es einfach nicht herausbringt, wo die Basis sitzt, meistens. In den nachgeordneten Systemen brauche ich zur Wiederherstellung der Systeme Reparaturdienst, ja, und Ersatzteile. Und da wird es dann unter Umständen lästig im nächsten Kapitel, wo dann hinkommt, Stromerzeugung. Wenn ein Transformator in einem Umspannwerk draufgeht, dann kann man Wochen oder Monate rechnen, bis man ein Ersatzgerät bekommt. Das sind Maßanfertigungen größtenteils. Das liegt nicht irgendwo im Baumarkt auf Lager, sondern die müssen erst produziert werden. Also da kann es zu langen Verzögerungen und daraus folgenden Schäden kommen. Schauen wir uns bei den möglichen Folgeschäden an. Ich benötige dann Hilfskräfte, die haben mit Cyber überhaupt nichts mehr zu tun, mit IKT. Das sind also Rettungskräfte, Feuerwehr, Zivildienst. Können wir später dann gleich sehen, warum und wieso. Und ich brauche auch vermutlich größere Sicherheitskräfte, bestehend aus Polizei und Bundeswehr, im Assistenzeinsatz im Sicherheitspolizeilichen. Wenn wir uns anschauen, wenn ein Angriff durchdreht, die Subsysteme sind zum Beispiel in dem Fall ein Flusskraftwerk, ein kalorisches Kraftwerk, ein Solarkraftwerk, das übrigens am Dauern bei uns in Österreich ist, ein Windpark und ein Umspannwerk. Da wäre zum Beispiel so ein großer Trafo. Wenn es das trifft, also dann sind die Folgeschäden, die weiteren Subsysteme, die Stromversorgung und die Folgeschäden dann, wenn man mit solchen Dingen die Stromversorgung ausschaltet, dann haben wir einen sogenannten Blackout. Ich möchte gleich darauf hinweisen, dass ich auf die Blackout-Geschichte nur sehr klein eingehe, sie nur streife, damit Sie ungefähr eine Idee bekommen, was sich da abspielt. Es ist am 18. Januar hier im Haus auch ein Vortrag über Blackout, den ich dann speziell über Blackout halte. Wenn das jemand interessiert, herzlichst eingeladen. Herr Sperl hat mich eingeladen, das zu machen und hat es auch bereits organisiert. Aber nur heute, weil, wenn ich darauf aus bin, als Staat, als gegnerischer Staat, als terroristische Organisation, als religiöse, politische Extremistengruppe, einen Staat oder einen ganzen Kontinent zu lähmen, zu destabilisieren, dann ist es die effizienteste und effektivste Art des Angriffs, denen, die ich nicht
mag oder wo ich etwas erreichen will, den Strom abzubrechen. Also einen Blackout zu inszenieren. Wobei ein Blackout, das nur als Vorgriff auf 18. Januar, sehr viele Auslösergründe haben kann. Aber was ist das eigentlich? Ich komme hier zu einer Geschichte. Frankreich liefert traditionell sehr viel Strom nach Italien. Wir haben also Stromerzeugungsengpässe. Und da ist etwas passiert am 28. September 2003. Da gab es einen Kurzschluss. Da war eine schlechte Wettersituation. Da gab es einen Kurzschluss zwischen einer Überlandleitung und einem Baum. Das ist ein natürliches Ereignis, das hat nichts mit Cyber zu tun. Nur mal zu sehen, wie primitiv die Auslöser sein können. Und das um 1 Minute nach 3 Uhr früh, also mitten in der Nacht noch. Diese Schaltung, diese Leitung wurde abgeschaltet, das geht automatisch innerhalb von Millisekunden auf eine andere weiter umgeschaltet. Und man hat also weitergeleitet. Das hat allerdings den Nachteil gehabt, dass die erhöhte Stromlast, die auf diese zweite Leitung dann dazugeschaltet wurde, zur Erwärmung der Kabel geführt hat und es ist dann 24 Minuten später wieder ein Kurzschluss auf einem Baum gewesen, weil die Dinger mehr durchgehängt sind. Ganz primitiv und einfach. Und das hat dann eine Kettenreaktion, musste auch abgeschaltet werden natürlich, und das hat dann eine Kettenreaktion bis nach Sizilien ergeben. Binnen 2 Minuten war Italien hart, also daher ein Blackout im wahrsten Sinne des Wortes. Da waren dann 57 Millionen Italiener ohne Strom, in den meisten Gegenden bis zu 18 Stunden, das hat sich also weit in den nächsten Tag hineingezogen. 30.000 waren gestrandet in Zügen, irgendwo in der Pampa, auf der freien Strecke, in Tunnels drinnen. Es war finster, im September ist in Italien nur relativ warm, blöder wäre es im Januar oder in unserer Gegend im Januar, da kann es also verdammt unangenehm werden in einem Zug, der steht und man weiß nicht, wo man hingehen soll. Heißen tut nichts mehr. Es gab auch 5 Tote, weil in ein paar Spitälern die Notstromaggregate für die Intensivstationen nicht angesprungen sind, die nicht funktioniert haben aus irgendwelchen Gründen. Da sind auch 5 Leute gestorben. Es zeigt sehr schön ein paar Umstände. Erstens, dass der Ursprung eines Blackouts ist außerhalb der Gegend, in dem es dann wirklich zu wirken kommt. Es geht sehr rasch, es können sehr viele Leute betroffen sein. Es geht hier um ein einziges Land nur, aber es kann einen ganzen Kontinent oder mehrere Länder gleichzeitig treffen. Wenn wir uns anschauen, Stromversorgung brauchen wir für Alltag und Versorgung, für die Mobilität und für IKT, also alles, was mit Informations- und Kommunikationstechnik, sprich Telefon, Computer zusammenhängt. Wir wohnen gerne in Häusern natürlich, haben gerne einen Arbeitsplatz, in einem Bürohaus oder in einer Behörde auch, kann auch eine Privatfirma sein. Wir benötigen Wasser, das ist sehr wichtig für uns zum Leben, wir benötigen Lebensmittel, manche von uns, später man wird, desto mehr, brauchen Medikamente tagtäglich und natürlich brauchen wir Produktionsstätten für das ganze Zeug, das wir tagtäglich brauchen und verbrauchen, herstellen. Schauen wir uns die Mobilität an, was vom Strom abhängt. Das sind Verkehrsleitsysteme, das sind Tankstellen. Wenn die Tankstellen funktionieren, habe ich Einsatzfahrzeuge für Polizei, Rettung, Feuerwehr. Ich habe Transportkapazitäten, die über die Straße rollen. Und natürlich unsere Privatautos fahren auch in der Gegend herum. Die Eisenbahn hängt vom Strom ab. Wenn Ihnen jemand sagt, die Eisenbahn hat eigenen Strom, so stimmt das. 1/3 des Bedarfs ist Eigenstromerzeugung. Nur die Eisenbahn kann auch nur fahren, wenn die Signalanlagen funktionieren, wenn die Funkanlagen funktionieren und die wiederum hängen vom öffentlichen Stromnetz ab. Straßenbahn wird in Bottendorf nicht unbedingt ein Thema sein, aber wenn Sie nach Wien reinkommen und Sie bleiben mit der U-Bahn im Tunnel hängen, ist es blöd, weil die fallen dann aus. IKT, für uns sehr wichtig und angenehm, Bankomat, immer wenn man Geld braucht, man braucht nicht einmal in die Bank reingehen, man holt sich das Ding dort raus. Computersysteme gibt es gibt Handys, es gibt Schnurlostelefone, Fernseher, Radio, das behördliche System und das normale analoge
Festnetztelefon. All das ist so das Wichtigste, was wir zu jeden Tag täglich brauchen. Ist das nicht mehr vorhanden, dann fahren sofort raus. Das ist, glaube ich, so unangenehm. Also man hat noch nicht einmal überlegt, worum es geht, ist bereits der Schaden eingetreten. Zunächst einmal noch nicht, weil die Notstromaggregate dann sofort anspringen. Der ORF hat bis etwa eine Woche sogar Diesel in den Tanks, um seine Anlagen zu betreiben. Spitäler, hier zum Beispiel das St. Pöltener Spital, haben zwischen 48 und 72 Stunden Betriebszeit für die Notstromaggregate. Dann ist Abschluss. Also länger geht es dann nicht mehr. In unseren Häusern fällt nicht nur das Licht aus, es ist auch der Kühlschrank weg, es gibt nichts mehr zum Kochen, soweit Sie gehört haben. Und auch wenn Sie Gas- oder Ölheizung haben, wird es kalt werden, weil die Regler elektronisch sind, die Pumpen sind elektrisch. Also es geht nichts mehr dann im eigenen Haus. Bürohaus, Behörden, genau das Gleiche, da bleiben dann gerne auch die Lifts stecken, was angenehm ist für die Leute, die gerade drin sind. Wasser ist eine ganz dumme Angelegenheit. Hungern kann man länger, aber mehr als 24 Stunden nichts zu trinken haben, kann unter Umständen tödlich sein. Dehydration. Das trifft dort immer zu, dass die Wasserversorgung sofort ausfällt. Ich weiß nicht, wie es in Bottenbrunn ist, aber in der Umgebung. Ich vermute, dass Sie Ihr Trinkwasser hauptsächlich aus Grundwasser bekommen, das hochgepumpt wird mit elektrischen Pumpen natürlich. In den meisten alpinen Regionen sind die Quellfassungen höher als die Wasserbehälter und die wieder höher als der Verbraucher. Da bleibt der Betriebsdruck durch die Schwerkraft aufrecht. Wien zum Beispiel kann sich bis zu 93% des Bedarfs aus der Hochquellwasserleitung von Semmering her versorgen. Da muss er wirklich Glück das vorstellen. Die Scannerkassen in den Supermärkten gehen nicht mehr, da können Sie nichts mehr zahlen, so wie es in die 50er Jahre war, wo ich als Bub einkaufen geschickt worden bin und wir hatten mal kein Geld, war zu Hause, dann hat halt unser Kaufmann auch was angeschrieben, es geht halt nicht mehr. Da kriegt man nichts mehr raus. Apotheken, Täter und auch die Produktionsstätten stehen still. In der Mobilität, Tankstellen hängen von den elektrischen Pumpen ab, gibt es keinen Sprit mehr. Die Verkehrsleitsysteme fallen aus, die Eisenbahn steht und auch die U-Bahn und Straßenbahn stehen. Auf der IKT-Seite fehlt sofort aus der Bankomat, da bringt also nichts mehr raus. Braucht man nicht, weil ich kann nichts mehr einkaufen und keine Scannerkassen mehr geben. Der Computer ist weg. Das Handy geht je nach Anbieter etwa 5 Minuten lang noch bis zu 30 Minuten. So lange halten die Akkus in den Basisstationen, also in den Funkstätten drinnen. Das sind unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen, die mit Akkus fahren. Aber wenn die leer sind, ist also auch Schluss. Das Schnurlostelefon hängt ebenfalls vom, obwohl Festnetz, aber und schnurlos ist, hängt es ebenfalls vom Stromnetz ab, daher weg, TV-Radio weg. Das passiert sofort. Da kann man gar nichts dagegen tun. Bundesheer hat eine eigene Treibstoffversorgung, kann auch im Wald draußen tanken mit sogenannten Feldbetankungsgeräten. Also die sind einsatzfähig, solange der Treibstoff reicht. Was passiert die nächsten 6 Stunden? Noch etwa 5 bis 8 Stunden, also ungefähr die nächsten 6 Stunden, sind dann auch die Akkuanlagen in den Festnetzanlagen weg. So lange halten dort die Akkus, die sind dann ausgefallen, wenn kein Notstromaggregat dort angeschlossen werden kann. Da gibt es einen Alarmplan von der Telekom. Das gleiche gilt für die BOS, da halten zwar die Akkus länger, aber die Handapparate, die Akkus da drinnen, geben dann den Geist auf, es gibt da keine Aufladegeräte mehr. Wir haben dann die Situation, dass in den Fahrzeugen, wenn der Fall, dass die Tankstellen ausfallen, eintritt, einige haben vielleicht noch ein paar Liter im Tank, manche haben gerade vor einer halben Stunde vollgetankt, haben also mehrere 100 Kilometer noch vor sich. Im Schnitt gehe ich davon aus, dass man vielleicht 200, 300 Kilometer pro Fahrzeug noch fahren kann, im Schnitt. Die anderen bleiben früher stehen, die anderen später. Aber das betrifft, und das ist unangenehm, natürlich auch Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettung, Feuerwehr.
und auch die Transportkapazitäten, die stehen dann irgendwo in der Gegend rum, wo ihnen gerade der Treibstoff ausgegangen ist. Gilt auch für Privatfahrzeuge. In der Zeit dann 7 bis 24 Stunden ungefähr kommen dann die ersten großen Probleme. Wasser haben wir keins, Essen haben wir nichts. Meine Eltern und auch die Iren werden es wahrscheinlich gewohnt gewesen sein, auch in die 50er, 60er Jahre einen Notvorrat zu haben. Wer hat das heute schon zu Hause? Selten jemand. Außer es denkt jemand dran. Ja, das ist also keine Geschichte da. Tolle Fälle. Weil wenn man nichts zu essen hat, wird man hungrig. Und man wird unter Umständen auch sehr unruhig, wenn die Familie, die kleinen Kinder oder die eigenen alten Eltern, die sich nicht helfen können, auch nichts zu essen haben, nichts zu trinken haben. Und man wird höchst unangenehm dann, wenn man sieht, dass der Staat unter Umständen seine Aufgaben nicht mehr erfüllt, weil er es nicht kann. Er kriegt keine Meldungen rein, der Funk geht nicht mehr. Und selbst wenn er Meldungen per Fuß oder per Fahrrad bekommt, er kann nichts machen, weil er keine Einsatzfahrzeuge zur Verfügung hat, außer Bundeswehr. Das funktioniert dann. Daher wird sein, je nach Jahreszeit, also Durst, Hunger, Kälte, Unfälle werden passieren,